Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Die 3 roten Flaggen von Australien, das ist ganz klar das Hauptthema, wie könnte es anders sein. Aber wir schauen auch ein bisschen die neue Rangreihenfolge an, wie sie raussticht, plus es gibt noch 2, 3 wirklich spannende Diskussionen zwischendrin, viel Vergnügen. Ja gut, also was ich sicher damit anfangen, ich meine, ich habe das Gefühl, nach den ersten 3 Rennen hat sich jetzt relativ klar können abzeichnen, wer jemand wo steht. Ich meine, es waren 3 ganz viele oder ganz fest andere Strecken gewesen, andere Streckenbedingungen auch. Und man hat immer gesagt, ja, das Team wird dort gut sein, das Team wird dort gut sein. Und was sich jetzt auch klar abzeichnet hat, ist, dass wir einen unglaublich geilen Fight um P2 werden haben. Mercedes, Ferrari und thank God for Aston Martin. Es wird richtig spannend und es zeichnet sich für mich langsam wirklich ab, dass Aston Martin dort fast ein bisschen die Überhand hat. Auch wenn Mercedes das Wochenende ein extrem starkes Wochenende hatte. Und ich finde irgendwie Ferrari kann man nicht unbedingt dazu zählen. Mal bei jetzt vielleicht schon, aber sie haben halt einfach Pech gehabt. Also der Kontostand an Punkten, den sie haben, reflektiert in meinen Augen nicht, was das Auto an und für sich getroffen hat. Das Gleiche kann man dann aber eben auch von Mercedes behaupten. Also ich glaube, die haben das Wochenende wirklich so den goldigen Gral gefunden, wie sie vielleicht mit dem Auto umgehen müssen. Aber es ist halt einfach viel zu spät, weil sie, ja, wie aber jetzt schon bekannt, die nächsten paar Rennen ziemlich grosse Updates werden reinfetzen, was ja die meisten Teams sind. 2, 3 Wochen, nein, 3 ist es jetzt noch, nein, immer noch 4 Aserbaidschan dann werden bringen. Also wenn der Podcast draussen ist, ist es etwa 3 Wochen. Aber anyway, also wirklich sackstarke Pace von Mercedes. Es hat wirklich Spass gemacht, auch als Non-Mercedes-Fan da im Russell zuzuschauen, wie er sich da gerade den Lead ergattert hat. Und irgendwo durch, auch wenn ich ein Max Verstappen-Fan bin, oder sicher ein Red Bull-Fan auch, ist es doch ein Stück Genugtuung gewesen, den Move vom Hamilton gesehen, wie er dort schnell reinsticht und ein bisschen an den Rand rausdrückt. Hat sich einfach angefühlt wie ein Verstappen-Move am Verstappen. Das war wirklich nice gewesen, zum Zuschauen. Du bist Verstappen und Red Bull-Fan. Raus! Nein! In der Red Bull. In der Red Bull. Nein, und noch viel mehr von Perez, aber das weißt du ja. Ja, das weiss ich. Ja, also was soll ich sagen? Du hast jetzt schon ein bisschen angetönt, also du siehst momentan so Aston Martin in der Favoritenrolle um Platz 2, so wie ich es so ein bisschen rausgehört habe. Absolut. Mit Ausnahme von den Fahrern, die sie haben. Aber das Auto sehe ich auf Platz 2. Ja, also... also ich sage mal, ich sehe jetzt eher Mercedes, aber das ist jetzt klar gewesen, dass es von mir wieder kommt. Aber ich traue da schon, oder ich vertraue da schon im Toto, dass die Updates, die sie noch raushauen werden, recht viel werden bringen. Also wir werden es spätestens in 3 Wochen sehen, weil das Rennen ist schon Ende April noch. Und mal schauen. Ich bin auch gespannt, wie das Auto wird aussehen, weil eben, es sollte ja eigentlich dann komplett neu sein. Also man soll das Auto nicht mehr wiedererkennen, hat es immer gross geheissen in den Medien. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Stehen sie einfach mit dem gleichen Auto wieder dort, das wäre auch möglich. Aber ja, ich bin gespannt. Aber, wie du auch schon angetönt hast, Mercedes hat wirklich eine sehr, sehr gute Performance gehabt jetzt in Australien. Sehr, sehr stark gewesen, mit beiden Fahrern auch. Und ich sehe sie eher auf einer Konstrukteurwertung 2 als jetzt ein Aston. Klar, Aston ist schon stark, aber ich frage mich halt einfach, ja, wie gut können sie weiterentwickeln. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, die machen jetzt so ein bisschen wie Haase in den letzten paar Jahren. Die sind immer so in den ersten paar Rennen hure stark und dann bleiben sie einfach irgendwie stehen. Dann kommen sie einfach irgendwie nicht mehr vorwärts und dann fahren sie nachher einfach nur noch im Midfield rum. Also ich würde es natürlich Aston nicht wünschen, beziehungsweise ich würde es im Alonso nicht wünschen, weil ich finde das super, dass der jetzt immer auf dem Podium oben steht, weil das ist einfach so, gibt so Nostalgie-Vibes irgendwie. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es auch im Stroll eigentlich noch gönnen, dass er irgendwie ein bisschen aufs Podium kommt. Ich glaube, es hat jetzt immer ein bisschen wieder Pech gehabt halt auch. Aber ja, zum Thema Ferrari. Ich meine, die haben jetzt 26 Punkte und Mercedes hat 56 Punkte. Also es ist schon bitter, die Gap, die sie jetzt schon haben. Und Ferrari, ich meine jetzt im Rennen in Australien,
der Ausfall vom Leclerc, ja, was soll ich sagen? Das war unnötig gewesen. Ja, es war unnötig gewesen. Und klar, ist halt auch wegen irgendwie Pech dabei gewesen, oder ich weiß halt auch nicht. Also ich meine, der Leclerc hat wirklich, oder hat er glaube ich sogar auch gesagt in einem Interview, dass er sein schlechtester Saisonstart war, den er bis jetzt hatte in seiner Karriere. Ich meine, in Bahrain hat es ihm den Motor geklopft. In Saudi-Arabien hat er Grid-Penalty gehabt, weil er ja Teile wieder wechseln. Und jetzt ist er rausgeflogen und im Käseberg gewesen. Also alles andere als ein guter Saisonstart. Im Baku kann er nur in die Wand rein, aber ja, mal schauen. Ja, ich weiss nicht. Also, ich finde es auch lustig. Ich finde, der Sainz performt viel besser irgendwie mit dem Auto als der Leclerc. Irgendwie das Gefühl, der Leclerc hat ein bisschen mehr Mühe mit dem Auto. Qualifying Pace ist der Leclerc zwar immer schneller, aber Rennpace ist irgendwie der Sainz einfach stark. Ich habe allerdings, das wollte ich gerade sagen, ich habe ein geniales Meme gesehen. Ich weiß nicht, ob du mir das sogar geschickt hast. I am the Sainz now. So mit dem Leclerc im Gesicht und dem I am the Captain now Meme. Das ist sehr, sehr nice. Aber ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Also es ist wirklich ein unglaublich schwacher Start vom Leclerc. Aber weißt, von dem Auto her habe ich auch nicht das Gefühl, dass die wirklich irgendetwas ausrichten könnten. Ich meine, am Anfang der Saison hat man gesagt, es wird wieder Red Bull gegen Ferrari sein. Ich sehe momentan, und das ist auch vielleicht noch vorhin zum Zurückrudern, das ist für mich einfach eine Momentaufnahme. Also ich sage jetzt nicht, dass Aston Martin über die ganze Saison durch wird sicher Zweite bleiben. Aber ich finde, eine Momentaufnahme ist ganz klar Aston Martin auf 2. Platz, Mercedes auf 3. Ganz knapp zu Aston Martin und Ferrari, ja, die sind irgendwo am Hinten nachgekriechen. Und auch das Auto selber sehe ich einfach nicht auf dieser Performance. Und mich erstaunt es, ehrlich gesagt, dass der Charles nicht so gut auf das Auto wegkommt, weil sie haben ihre Philosophie nicht geändert. Es hat sich nicht irgendwie irgendwelche komischen Fehler und Probleme eingeschlichen, aber das Einzige, was gut ist, und das ermutigt mich wirklich als Ferrari-Fan, ich habe einfach gerne Ferrari an und für sich. Vor allem der Sainz hat ganz klar gesagt, sie wissen, wo ihre Fehler sind. Sie wissen, was sie verbessern müssen. Und sie sind dran. Und sie finden auch den neuen Ansatz, wo der Freddy so ein bisschen mit reinbringt, wirklich gut auch. Und das finde ich nice. Oder? Man sieht, das Momentum geht für Ferrari langsam, aber sicher wieder in die richtige Richtung. Ob es reicht, um P2 zu kämpfen, who knows. Aber ich habe das Gefühl, du bist vorher auf Stroll noch zu sprechen gekommen, dass du ihm das Podium gönnen. Ich glaube aber gerade, dass Stroll so ein Faktor sein wo den Kampf um P2 ein bisschen vermeisen könnte. Weil, ich meine, okay, Pech gehabt und okay, noch ein Dings gehabt, eine Operation kurz vor Bahrain, aber er ist gleich auf Platz 6 und ich habe nicht das Gefühl, dass sich das grossartig noch verändern wird. Weil er hat eigentlich, ich sage, 2 genau gleich gute Chancen gehabt, viele Punkte zu machen. Und ich möchte mich jetzt nicht erinnern, dass er mal hure Pech gehabt hat. Oder kommt dir irgendetwas in den Sinn, wo er irgendwie Grid-Penalties gehabt hat oder wirklich nicht für sein Verschulden zurückgekehrt ist? Mir kommt nichts in den Sinn. Der Stroll? Ja. Er hat nur 20 Punkte, er hat gleich viel wie der Sainz. Und er hat das Rennen gar keinen Punkt gemacht wegen dieser, ja, in meinen Augen, extrem unfairen Penalty. Ja gut, er hat ja keine Penalty bekommen, ist ja dort wegen der Red Flag ist er ja rausgefahren, oder nicht? Sainz oder Stroll? Du redest über den Sainz, oder ihr redet über den Stroll? Nein, also unfaire Penalty rede ich vom Sainz, ja. Ja, gut, aber da kommen wir ja nachher noch dazu, denke ich, oder willst du jetzt schon darüber reden? Also ich glaube, wir sind noch nicht beim Thema Red Flags, aber das geht dann schon noch in dem Podcast. Ja, also, nein, wegen dem Stroll, ich weiß nicht, also ich würde es ihm einfach auch gönnen, weil irgendwo durch ist schon, denke ich, für ihn auch bitter, wenn er sieht, so, ja, hey, mein Teammate ist jetzt die ganze Zeit immer auf dem Podium und ich bin es noch nie in dieser Saison. Gut, man muss aber auch sagen, du hast einen Fernando Alonso als Teammate, das macht es schon eigentlich recht schwer. Aber wir müssen auch noch immer noch wirklich im Hinterkopf behalten, die Saison ist immer noch brutal jung, es sind noch 20 Rennen, die kommen. Und es ist wirklich halt noch gar nicht in Stein gemeißelt. Also weder Aston ihre Position noch
Platz 2, was auch Driver Standing anbelangt, oder auch natürlich Championship. Oder? Das kann sich immer noch kehren. Ich meine, das ist Formel 1. Plötzlich entwickelt eins Team in die falsche Richtung und das andere Team in die richtige Richtung und dann plötzlich Williams P1 oder wer auch immer, weißt du, was ich meine? Also, das okay, jetzt übertreibst du. Ja, also, ja, aber man checkt es vielleicht besser, was ich meine damit. Oder? Also, ich würde da immer noch ein bisschen, mich immer noch ein bisschen zurückhalten. Ich sehe jetzt, also rein vom Gefühl her, denke ich, wird wahrscheinlich schon Mercedes, denke ich, auf ein P2 am Ende der Saison können aufrutschen. Rein einfach von der Infrastruktur, die sie haben, vom HQ eigentlich, oder beziehungsweise vom Hauptquartier, das sie haben. Facility, jetzt ist das Wort gekommen, verdammt, ist einfach nicht kurz erst. Ist halt einfach, sage ich mal, ein bisschen moderner noch. Also Aston ist ja immer noch am Bau, es soll, glaube ich, im Sommer aufgenommen werden oder so. Ja, mal schauen. Also, ich habe jetzt einfach so das Gefühl, Mercedes 2. Red Bull ist ganz klar Erster. Ich glaube nicht, dass die noch etwas in dieser Saison wieder einholen gross. Und dann denke ich, wird es mal so ein enges Battle geben zwischen Aston und Ferrari, wo ich, aber da muss ich ehrlich sagen, sehe ich Aston eher am Zepter als Ferrari. Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Ich finde es vor allem halt auch spannend, weißt, was wird uns in Aserbaidschan erwarten? Es gibt sehr viele Teams, die schon grosse Updates auf Aserbaidschan bringen. Ich meine, es macht ja auch Sinn. Also jetzt, glaube ich, nächste Woche hat ja der Chinese Grand Prix sein, stimmt das? Ja, nächste Wochenende oder nächste, nein, da Wochenende nicht, weil Ostern ist. Dann gibt es nicht nächste Wochenende, ja. Und, was ich übrigens immer noch mega schade finde, ich würde es im Joe mega gönnen, dass er mindestens ein Heimrennen fahren könnte, weil ja, in der F2 gibt es halt einfach wirklich gute Talente, die langsam aber sicher ihre Gesichter zeigen. Und ja, halt im Josie Platz vielleicht auch ein bisschen streitig machen in dem Sinn. Aber anyway, back to the topic. Oder vielleicht im Bottas rein. Na, Mensch. Ja, also ganz ehrlich, aktuelle Performance ist der Joe viel besser mit dem Auto. Ja, aber er hat ja bis jetzt auch immer ein Problem gehabt, der Bottas. Der hat ja einen Pitlane-Star gehabt das Wochenende. Hat in Bahrain hat er ein Problem gehabt mit dem Auto. Ja, aber letztes Jahr hat der Zhou Guanyu auch immer ein Problem gehabt mit seinem Auto. Bottas nicht. Also es hat jetzt wie gekehrt, weißt du, was ich meine? Ja, das schon, ja. Aber also, ich finde, der Bottas kannst du noch nie abschreiben. Nein, das schon nicht. Der Bottas ist allein schon Gold wert, weil er einfach so viel Erfahrung hat und natürlich auch in einem Top-Team gefahren ist. Gewinnermentalität mitbringt und alles, ja, absolut. Ja, also aber wie du gesagt hast, ich würde dem Zhou Guanyu auch einen Chinese Grand Prix wünschen. Aber ich glaube, sie haben auch die Formel 1 hat nicht so Bock mehr auf China, weil sie halt einfach immer, sie haben jetzt, glaube ich, seit 20 haben sie kein Rennen mehr gehabt. Und dann nachher hat es immer geheißen, ja, mal, es kommt jetzt wieder das Jahr. Und das ist wieder so kurzfristig abgesagt worden. Und weißt du, ich denke auch, dass da mal dann, der Dominikali und so einfach auch mal keinen Bock mehr haben. Dann geht er lieber irgendwie auf Amerika, macht dort einen weiteren Grand Prix und der findet sicher statt. Dabei könnten sie endlich mal Kialami reinbringen, Südafrika. Mein Gott. Das sollten sie mal dran arbeiten. Das wäre richtig geil. Weil ich meine, der Track selber wäre ja eigentlich FIA-Grade. Würde es länger? Ich glaube, es sind nur 2-3 kleine Sachen, die sie müssen verbessern müssen. Sie müssen eine neue asphaltieren. Aber sonst, und die Fanbase hätten sie eben dort unten. Sie sind ja lange immer in Südafrika gefahren. Und es gibt kein einziges Rennen auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist eigentlich eine Frechheit, das ein World Championship zu nennen. Aber ja, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ich weiß nicht, außer du willst gerade die Senf dazu abgeben. Ja, also weißt du, von mir aus gesehen muss jetzt nicht zwingend Südafrika drin sein, bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe schon den Aspekt, aber ich würde jetzt eher wieder ein Hockenheim oder ein Nürburgring drin sehen. Würde ich jetzt viel besser finden, weil schlussendlich musst du halt auch ein bisschen schauen. Ich meine, Formel 1 ist auch wirklich ein europäischer Sport, wo jetzt halt einfach langsam aber sicher halt in den amerikanischen Markt wieder reinkommt. Und Südafrika, denke ich, klar, du sagst eben, Fanbase ist schon ein bisschen ich weiß es jetzt persönlich nicht. Ich würde es jetzt aber so grob einschätzen und würde sagen, dort ist nicht so ein riesen Fanbase wie jetzt in Europa oder in Amerika. Darum denke ich, ist es nicht so lukrativ für die Formel 1, das aber verschiffen. Und du musst halt natürlich auch Leute haben, die das dann nachher dort finanzieren, dort unter so einer Strecke.
Darum, ich würde sagen, lieber ein Deutschland Grand Prix oder ein Portimao drin nehmen wieder. Oder wenn es wieder, ja, oder wenn es wieder müsste, auf Frankreich gehen, dann ein Manicure. Ja, Manicure stimme ich dir absolut zu. Ist nicht Manicure sogar relativ lange eine Teststrecke gewesen für Formel 1? Oder mache ich gerade volles Durcheinander? Nein, Dings ist, ach Gott, wie heisst die Strecke? In Italien unten, dort fährt immer noch, oder ist es echt Portugal gewesen, ich weiß es nicht mehr. Also Manicure war keine Teststrecke gewesen. Okay. Manicure ist eben auch finanziell nicht so stark, darum ist dort auch keine Formel 1 mehr. Ja, schade. Es gibt halt viele geile Strecken, gell, wo mit ein bisschen mehr finanziellen Mitteln halt einfach mir noch einfach, das wäre ein sehr guter Ersatz für ganz viele Rennen. Für ganz viele Rennen. So Katar etc. beispielsweise. Und was du eben vorhin angesprochen hast, Hockenheim, also weißt du, vielleicht ist es doch ein bisschen Nostalgie, weil das erste Rennen, das ich jemals live gesehen habe, war in Hockenheim gewesen. Aber ich finde das so eine geile Strecke. Und vor allem einfach auch die Fans, die deutschen Fans, das ist halt einfach auch nochmal etwas anderes. Ich finde, das kannst du en paar setzen mit englischen Fans, mit vielleicht nicht gerade mit brasilianischen und australischen Fans, die sind halt schon nochmal ein Stück geiler dort, aber ja, anyway, wir sind komplett vom Thema abgeschweift. Also wenn ich noch hinzufügen, ich würde es eher geiler finden, wenn es wieder so ist wie früher, dass Hockenheim und Nürburgring sich immer wieder abwechseln jedes Jahr. Ja. Das würde ich geil finden. Weil ich finde, Nürburgring finde ich eine sehr, sehr geile Strecke, der Grand Prix an sich. Ich finde, das ist so eine geile Location dort und es ist halt eben auch mega, wie soll ich sagen, es ist halt auch so eine Prestige-Strecke eigentlich, kann man sagen, mit der Nordschleife oben dran noch. Ist schon sehr geil. Und irgendetwas wollte ich noch sagen, aber jetzt ist es mir gerade entfallen, leider. Oh, Strecke bezogen? Ja, es ist glaube ich irgendwie, Scheiße. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ja, vielleicht kommt es mir nochmal in den Sinn, aber wir machen mal weiter. Weißt du, was das genau. Ich habe eigentlich, was ich ursprünglich darauf sprechen kommen, wo wir riesen abgeschweift sind, ist eben die ganzen Upgrades, die in Aserbaidschan werden kommen. Und dort unter anderem halt auch McLaren, wo das Wochenende... Jetzt ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Gut. Halt auch ein bisschen Glück gehabt haben, im Vergleich zu ihrem Pech, das sie bis dahin hatten. Und also... Aber, wie du schon gesagt hast, das kann nochmal Grid Order richtig durcheinander schiessen. Und bevor wir jetzt über das reden, kurz deinen Input über die Strecken. Ja, es wäre doch einfach geil, wenn es wieder Grand Prix geht in der Schweiz, oder nicht? Das wollte ich noch reinschmeißen, schnell. Wo du dort über Deutschland geredet hast. Also rein gesetzlich gesehen ist es jetzt mittlerweile in der Schweiz wieder möglich, Rundstreckenrennen veranstalten. Das dürfen wir jetzt wieder schon. Das Gesetz ist schon gelöst wurde oder ist aufgehoben worden. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Podcast über das gemacht haben. Ich weiß, wir haben es schon mal angesprochen. Wir haben darüber geredet. Es gibt sogar einen Podcast, wo explizit um das gegangen ist. Ah, schon? Okay. Das war mit «Ganz hören». Er heisst «Kommt die Formel 1 in die Schweiz», glaube ich. Oder gibt es ein Rennen in der Schweiz? Ja, da weiss ich schon gar nicht mehr, dass man so etwas aufgenommen hat. Ja, eben, müsste einfach halt auch jemand rum sein, der Geld hat, weißt du? Jetzt vor ein paar Monaten hätte ich vielleicht noch gesagt, also ja, so eine Credit Suisse wäre nicht schlecht, aber ja, ist jetzt auch nicht mehr. Aber ja. The Big Banks won't fail. Ja, hey. Aber jetzt könnte ja eigentlich die UBS sponsoren, jetzt ist ja Geld rum. Die geht zusammen. Ja. Anyway. Über das reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt weiter. Also, genau. Wir reden über Formel 1. Aber es gäbe halt wirklich, ich glaube, es gäbe in der Schweiz mehr als genug Sponsoren, die interessiert wären, Geld reinzubuttern. Und ich glaube, es gibt auch mehr als genug Sport-Faszinierte und auch Motorsport-Faszinierte. Ich meine, trotzdem, dass wir ein Rundstreckenverbot haben, sind Schweizer Rennteams immer überall ein bisschen vertreten gewesen. Cool Racing in der WEC, Jenser Motorsport in der Formel 3 und sonst noch tiefere Kategorien auch. Ich glaube, Formula Renault etc. Oder, also es gibt immer wieder Teams, die durchstechen und eben logischerweise unser hochgepreistes sauber Formel 1 Team. Und es würde mich tatsächlich nicht erstaunen, wenn eben gerade auch so ein sauber Formel 1 Team vielleicht gleich mal etwas würde pushen in der Schweiz, um das auch zu machen. Aber es braucht halt einfach, ich glaube, bevor man überhaupt irgendwo eine Strecke würde bauen, muss man wieder eine riesen Abstimmung darüber machen, weil dann gibt es wieder Diskussionen mit
Lärmkulissen und weiss auch nicht was, da kommt dann wieder eine typische Bürokratenstaat Schweiz ins Spiel, wo uns das ein bisschen vermeisen könnte, aber mein Gott, was wäre ich für ein Befürworter nicht, und glaubt mir, ich würde mich auch sofort anmelden, um dort den Marshall zu machen. Ich muss das Rennen nicht live sehen, ich würde wirklich gerne dort mithelfen und ein bisschen hinter den Kulissen sein, wenn ich schon mal die Chance dazu hätte, und ja, ich glaube, würde mich hure stolz machen, so etwas. Fände ich richtig, richtig nice, wenn wir einen Schweizer Grand Prix hätten. Also ich würde sogar helfen bauen. Ja, alles, mir egal. Ich würde sagen so, hey, sorry, ich komme jetzt nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt eine Strecke bauen. Ja, wirklich, scheißegal. Weißt du, ich meine, so ein Street Circuit wäre sicher möglich, so der Berner Straße. Nein, also, hör mal auf. Also, wenn es mal in der Schweiz soll irgendeine Strecke geben oder so, dann soll es einfach irgendwie auf dem alten Militärflugplatz irgendetwas machen. Haben wir ja auch ein paar von denen, die nicht mehr so gebraucht werden oder beziehungsweise einfach noch unnötig Geld reingebuttert wird. Eben, wir haben ja schon mal über das geredet und ich denke, ich werde etwas Gleiches gesagt haben wie jetzt, weil meine Meinung hat sich da nicht gross geändert. Ich würde es auch befürworten, aber dass eine Strecke in der Schweiz gebaut wird, ist eigentlich so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher. Also von dem her. Hoffen wir es mal nicht. Ich habe Hoffnung, dass es mal passiert, aber ich sage sicher nicht in den nächsten. Dann legen wir wahrscheinlich schon alle unter der Erde. Absolut. Wahrscheinlich, ja. Also, wir kommen wieder zurück zum Grand Prix in Australien. Und wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, und zwar Mercedes mit ihrer absoluten krassen Performance aus dem Nichts raus. Ich meine, in Saudi-Arabien noch so über das Auto geflucht und gesagt, was das für eine Scheisse sei und ja, wir müssen unbedingt etwas ändern und weiss ich was alles. Und jetzt in Australien ist der Hobel plötzlich gelaufen. Und es ist schon eben recht speziell, weil der Russell ist dort wirklich gut weggekommen am Start und auch der Hamilton hat gut Start gehabt. Und der Verstappen hat wie ein bisschen alt ausgesehen, aber ich denke, da kann man auch wirklich sagen, der Verstappen hat halt auch mittlerweile wirklich die Erfahrung und hat auch gewusst, ja, wenn sie mich halt jetzt überholen, überhole ich sie später im Rennen, weißt du, oder meine Pace ist ja wesentlich besser. Also von dem her schon recht stark von Mercedes, aber halt natürlich immer noch nicht auf dem Level wie Red Bull. Aber sicher schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Also Mercedes-Motor könnte, sage ich mal, laufen, wenn er auch laufen will. Aber sonst muss ich wirklich sagen, angenehm überrascht gewesen über den Grand Prix von Mercedes. Extrem. Was du gerade angesprochen hast mit dem Max, kann ich extrem befürworten. Weil ich mag mich erinnern, als ich gestern oder vorgestern sind ja die Highlights oder die Best Onboards rausgekommen auf YouTube von Formel 1, und da habe ich irgendwie so, wo die Kamera bei Max Verstappen war, wo er überholt wurde von Russell, habe ich so gedacht, der hat jetzt aber den Platz auch einfach aufgegeben. Irgendwie. Er hat es wirklich nicht grossartig gefightet. Und ich glaube, das ist ein ganz anderer Max Verstappen, den wir hier sehen. Also im Vergleich zu, wo er das Auto hatte, wo er noch wirklich kaum für einen Win gefightet hat, oder wo so Kommentare müssen rauskommen wie I'm just supposed to sit behind like a grandma, I'm not doing this, oder etwas, wo er nachher einfach gleich Vollgas gegeben hat, zum den Mercedes vor ihm angreifen in Silverstone. Und es war extrem ein kontrollierter Drive von ihm wieder, also extrem dominant, hat man nichts daran auszusetzen. Aber anscheinend hat er ja ein bisschen Mühe mit dem Auto auch, oder? Also, ich sage, die Kontrolle vom Auto ist mit dieser Generation mit den neuen Boliden halt wirklich ein bisschen anders, oder? Und ich habe auch wirklich das Gefühl, das ist etwas, wo der Lewis ein bisschen damit zu kämpfen hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch schon letztes Jahr ist er mit dem Auto nicht ganz so zu Schlag gekommen, auch wenn er gegen Ende der Saison dann gute Resultate rausgeholt hat. Auch da so wirkt der Lewis nicht mal ansatzweise, na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, er wirkt einfach nicht so sicher, wie es der Russell halt ist. Und dort haben wir sicher auch schon darüber geredet, der Russell hat vielleicht eben ein bisschen weniger Mühe mit, ich sage, schwierigen Autos zu fahren, aber der hat jetzt das Jahr einfach auch wieder so einen guten Saisonstart hinlegen, mit Ausnahme halt von der Dings, von seinen technischen Problemen. Auch wenn er nur 18 Punkte hat, ich habe das Gefühl, fahrerisch überzeugt er mich immer mehr. Und ja, also wenn er da den Mercedes nochmal einen Championship-Fight machen kann, hat der Lewis nicht nur den Max als Gegner. So viel ist schon klar in meinen Augen. Ja, also noch kurz zu dem kontrollierten Drive vom Verstappen, den du erzählt hast.
Ja, er hat schon auch noch ein bisschen das Struggle. Ich meine, er ist ja in den Rasen rausgefahren. Er hat halt einfach ein bisschen Mühe mit. Also, anscheinend das Auto an sich hat ja das Problem mit dem Downshift, also mit dem Abschalten damals, dass er damals ein bisschen spuckt. Und er hat ja, aber das denke ich, wird zwar nicht am Auto liegen, sondern mehr an den neuen Pirelli-Reifen. Das Auto unterstützt ja plötzlich ein bisschen mehr. Und beim Lewis, dort hat es ist ja lustig, dass du es gerade ansprichst, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Er hat ja gesagt, dass er ja, also das Mercedes-Cockpit ist ja relativ weit vorne. Also er sagt ja, es ist gefühlt, als würdest du auf der Vorderachse oben hocken. Mhm. Und da hat er gesagt, das ist eben das, was ihn stört an dem Auto. Weil er hat gesagt, dann hast du das Auto wie. Es ist einfach ein komisches Gefühl, das sei einfach nicht so kontrollierbar, wie wenn du weiter hinten hockst. Kann ich auch verstehen, weil ich meine, wenn du ja auf dem. Ja, gut, jetzt mit dem Velo ist es ein bisschen schlecht verglichen, aber wenn du auf dem Velolenker oben hockst und willst lenken, ist ja das auch ein bisschen schwieriger. Oder? Also, wenn du weiterhin hockst, ist das ein bisschen angenehmer. Ja. Also, oder auch beim normalen Auto, wenn du. Es gibt so so ein Auto bist du wahrscheinlich noch nie gefahren, es gibt so kleine Transporter, wo gerade vorne auf der Vorderachse hockst. Mama, die sind auch nicht. Fahren, ja. Die sind auch nicht so geil zum Fahren. Und oder nur schon wenn im Game, es gibt ja die eine Kamera, wo nachher beim Frontflügel vorne bist. Ich verstehe, das stimmt, das ist wirklich nicht so angenehm. Ja, und das ist halt eben das, was er gesagt hat, das ist da, wo ihn stört. Er hätte lieber das Cockpit ein bisschen weiter hinten haben. Und ich denke, das ist halt wirklich da, wo ihn halt ein bisschen so, ja, ein bisschen hindert, dass er kann wirklich so sein volles Potenzial aus dem Auto ausschöpfen kann. Und beim Russell, ich glaube, dass ihm hat schon gut getan, dass er halt lange bei Williams gefahren ist und eigentlich immer ein scheiß Auto hatte, weil er kann wirklich mit schlechten Autos gut umgehen. Beziehungsweise, eben, wenn er ein gutes Auto hat, dann kann er noch besser mit dem umgehen. Und ja, er hat halt schon Pech, muss man sagen, der Russell. Von den Punkten her ist es ja, er hat ja jetzt 18 Punkte und der Hamilton hat ja 38. Ja, in einem WM-Kampf würde ich jetzt schon auch sagen, dass der Hamilton wahrscheinlich dann sich schon schwer muss tun gegen einen Russell. Und ich denke auch an Russell, ich weiß nicht, der ist halt ein bisschen jung und ich glaube, wenn der Russell mal die Chance hat, um einen WM-Kampf zu fighten, wird der wahrscheinlich schon ganz anders fahren. Ja. Und der wird einen Hamilton nicht so einfach führen lassen. Ich meine, er macht es jetzt schon nicht. Ja, eben, genau. Und darum, ich denke dann zwar aber, dass wahrscheinlich, also das ist so ein bisschen mein Gefühl, das ich habe, wenn ich so an Mercedes denke, dass sie wahrscheinlich eher ein bisschen so zum Hamilton werden tendieren. Rein nur aus dem Aspekt, weil sie möchten, dass er der nachfache Champion wird. Oder potenziell 7-fache. Ja, gut, ja. Ich muss jetzt das so einwerfen. Ja, die Massa-Geschichte. Nein, ich habe es einfach lustig gefunden, dass es so reinzuwerfen. Ja, also. Nein, gehen wir mal davon aus, der Titel von ihm 2008 wird nicht aberkannt nach, keine Ahnung wie viele Jahren, 13 Jahren, nein, viel mehr. Was sind das? 15 Jahre sind das? 15, ja, stimmt. Ja, also. Stell dir vor, nach 15 Jahren verlierst du einen Titel. Nach 15 Jahren einfach einen Titel aberkannt. So lächerlich, ey. Nein, ich glaube es einfach, Mercedes möchte, dass sie ihn als 8-fachen Champion krönen können. Und darum denke ich, würde es eher in einer Championship-Fight oder Championship-Situation würde es wahrscheinlich eher zum Hamilton tendieren als jetzt zum Russell. Das ist einfach so mein Gedanke. Ja, ich meine, sie wissen ja, dass er den Titel holen kann, gell? Ja. Sie wissen, dass beim Hamilton er ganz sicher nichts wird verbocken. Und beim Russell ist es immer noch ungewiss, wie er mit so einem Championship-Druck würde umgehen. Weil er wirkt schon unhuere sicher und kontrolliert. Aber wie ist es denn in so einer Situation? Oder weil nicht jeder Fahrer kann mit dem wirklich gut umgehen, mit dem Druck eine Championship zu gewinnen. Es gibt mehrere Beispiele in der Geschichte von der Formel 1, wo sie an dem zerbrochen sind. Ja. Also wir können jetzt gerade wieder schön die Umfragefunktion brauchen von Spotify, oder? Also das denken ihr, könnt gerne mal, wie soll ich das machen? Ich mache es dann so, ich könnte jetzt unten wieder auswählen. Ich glaube, der wird Mercedes eher zum Hamilton in einer Championship-Situation tendieren oder eher zum Russell. Weil weißt, ich muss sagen, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Mercedes sagt so, ja, wir möchten mit dem Russell auch längerfristig arbeiten. Und nicht, dass er dann nachher blöd gesagt wie pisst ist
und nachher, ja, im Worst Case, also sage ich es wirklich im Worst Case, das Team verlor wegen dem. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er das machen will, aber weißt du, was ich meine? Du willst ja auch deinen anderen Fahrer ja bei Laune halten und wenn du natürlich dann, ja, so einen alten Sack aussupporten, nur weil dass es einen 8. Titel holt, schmeckt das so im Russell nicht so. Ja, ist jetzt böse gesagt. Ich weiß es, Mensch. Darum, es ist noch schwierig zu sagen, wie sie etwas so werden schaffen. Ich denke, so in dieser Situation möchte ich kein Teamchef sein. Aber wer weiß, vielleicht werden wir es dann bei Red Bull noch Ende von dieser Saison sehen, zwischen Max und Perez. Aber ja, ich denke, sie werden schon eher ein bisschen zum Lewis tendieren. Aber ich könnte mal gerne unter den die Umfrage machen, es nicht mehr wundern, was ihr so meint. By the way, wir haben ja das letzte Mal noch in der Umfrage, wo wir dort ja auch das Gleiche besprochen haben, ob jetzt der Christian Horner eher ein bisschen zum Max tendiert oder eher ein bisschen zum Sergio. Dort haben, ich kann es gerade schon sagen, dort haben 94% Ja gesagt, also dass er mehr zum Verstappen tendiert als so. Ich bin die Minderheit. Perez. Wahrscheinlich warst du der Einzige, der dagegen gestimmt hat oder so. Nein, ich habe nicht einmal gestimmt. Ich wollte da nicht reinmischen. Ja, also es ist schon, ist schon krass. Also ich denke schon, dass sie eben bei Mercedes auch zum Lewis würde tendieren. Ja, aber es ist halt wirklich einfach der Safe Bet. Also wenn du willst, dass jemand ein Championship gewinnt, dann gibst du es einfach mit Lewis. Und für sein Alter, ich habe das Gefühl, er steht vergleichbar mit dem Alonso, hat er einfach noch nichts nachgegeben. Also, der sich mag noch. Und er wird noch lange mögen. Wobei, ich bin gespannt, was jetzt der Fakt, dass Angela Cullen nicht mehr mit ihm zusammen schafft, für einen Einfluss wird haben. Anscheinend sagen da ein bisschen Raufereien gewesen, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Aber natürlich, Gerüchteküche steht immer gross bei so Zeugs. Aber ja, ein Hamilton ist einfach ein Safe Bet zum ein Championship gewinnen und jeder, wo das nicht sagt, ist irgendwie die nächsten 10, 20 Jahre unter einem Stein gelebt wahrscheinlich. Ja, aber kann man so sagen, ja. Absolut. Schau, ich finde es einfach geil. Also eigentlich finde ich es schade, dass das Red Bull so weit davon säckelt. Andererseits muss ich sagen, es ist auch immer schön, können in ein paar Jahren zurückzuschauen und sagen, boah Gott verdammt, ist das ein dominantes Team gewesen in diesen 2-3 Jahren. Aber ich finde es einfach geil, dass wir mindestens um Platz 2 so einen geilen Fight haben. Und dass auch der Rest vom Feld sich wirklich ein bisschen zusammengestaucht hat. Ich finde, es gibt nicht mehr ein Back of the Backrunners. Es gibt nicht mehr wirklich Backrunners. Es gibt eigentlich nur noch Midfield-Teams und ein paar haben bis jetzt Glück gehabt und ein paar haben Pech gehabt. Klar, Alfa Romeo und Alfa Tauri kann man vielleicht noch so quasi als Backrunners bezeichnen, aber auch die werden ihre Wochenende haben. Ich denke gerade Miami ist letztes Jahr der Alfa Romeo sehr stark gewesen. Werden sie vielleicht dieses Jahr auch wieder sein. Ich bin einfach happy in diesen Hinsichten, wie sich die Formel 1 sportlich entwickelt. Ja. Aber ich sage mit Absicht in diesen Hinsichten. Ja, und ich finde es gut, dass du gesagt hast, sportlich entwickelt und nicht, sagen wir, showmäßig. Und zu dem Thema gehen wir jetzt wahrscheinlich gerade über. Das ist die Überleitung. Das ist nämlich jetzt ein sehr, sehr schöner Übergang wieder. Ja, also wir kommen mal zurück zu dem ganzen Grand Prix, ich muss gerade aufhocken wegen dem, wie das so abgelaufen ist mit diesen ganzen Red Flags. Wir haben es ja vorher schon ein bisschen angekündigt, dass wir über das noch reden werden. Und das ist auch ein riesiger Diskussionspunkt und Gesprächsstoff, der da rum ist. Ja, also ich sage mal so, ich bin nach dem Rennen noch live auf TikTok und es war lustig, was ich da für Sachen gelesen habe. Und wie die Meinungen voneinander gehen. Ich finde, also wir fangen mal so an, die erste rote Flagge ist schon irgendwie nach, keine Ahnung, 7, 8 Runden, oder es sind schon über 10 Runden gewesen, ich weiss es nicht, ist ja vom Albon ausgelöst worden. Der hat sich dort irgendwie verfahren, whatever. Er hat sich gedreht, ist in die Bande reingeflogen dort, dann, also über Käse, dann in die Bande rein und dann nachher wieder so halbwegs auf die Strecke rausgeflogen. Und ist so eine gefährliche Situation gewesen. Also ich meine, du Onboard vom Hülkenberg, die haben das sicher gesehen, also hoffen sie haben es gesehen. Ist schon recht scary. Also wie das Auto dort, also einfach, du siehst nichts, was einfach stübt.
und einfach so plötzlich siehst du das Rad dort und dann weichst du so aus dort, weil das Auto dort plötzlich so steht. Und ja, also die rote Flagge ist in meinen Augen korrekt gewesen, dass sie gekommen ist. Weil einerseits Bande halt hat müssen auch wieder ein bisschen instand gestellt werden, plus halt einfach der Käse, der auf der Strecke war. Klar, man hätte auch können sagen, ja, haust das Safety Car raus, schickst die Leute raus mit der Besen, tun das schnell putzen und gut ist. Allerdings wäre die Safety Car Phase schon relativ lang gegangen. Die wären ein paar Runden gegangen, bis das alles wieder sauber herbekommst. Darum finde ich persönlich, ist ein Rennabbruch oder eine rote Flagge in dem Sinne dort eigentlich schon okay gewesen, in meinen Augen. Aber wie siehst du das? Ich glaube, das trifft es aber gut. Eigentlich schon okay gewesen. Oder? Weil es gibt 2-3 Faktoren. Es gibt immer wieder Sachen, wo wir als Zuschauer bei einer roten Flagge vielleicht halt einfach schlichtweg auch nicht wirklich mitbekommen. Oder? Sie sagen ja schon immer, was ist der Grund gewesen, etc. Aber wer weiß, vielleicht eine Barriere viel mehr Arbeit braucht, dass wir es wirklich gesehen haben. Und es ist halt schon viel Käse auf der Strecke gelegen. Plus wie viel Carbonteile vom Album im Auto sind effektiv auf der Strecke gelegen. Weil ein grosser Safety-Concern ist ja eigentlich immer auch, dass sich die Reifen aufschlitzen ab diesen Carbonteilen, die auf der Strecke liegen, weil die sind extrem scharf. Das ist eigentlich wie Glas, das am Boden liegt, kann man mehr oder weniger sagen. Und ist halt bei so einem High-Speed-Teil von der Strecke nicht so geil, wenn der Reifen dann auf einmal versagt, ohne dass es irgendwelche Vorwarnungen gibt. Also, dadurch, ich sage immer, grundlegend werden die schon die richtige Entscheidung treffen, weil ich so viel Scheiß ja immer wieder passiert, wollte ich Vertrauen haben in die FIA, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, in dem Fall ist es so gewesen. Man hätte es sicher können als Safety Car laufen, aber man hätte es auch so gut können mit einer roten Flagge dem Punkt setzen. Ist eigentlich auch für alle gäbig gekommen, weil viele wollen lange Reifenstrategien ausprobieren. Ein paar sind doch auf schnellen Reifen gestartet, haben dann schon mal wechseln. Und ich meine, mit Ausnahme von Sainz und Russell hat es, glaube ich, ziemlich die meisten auch bevorteiligt. Ja, also ja. Was ich noch sagen will, ist, die rote Flagge ist einerseits auch noch gut angebracht gewesen, weil sie haben ja wieder mit dem Bergungsfahrzeug auf die Straße fast rausfahren. Und wenn sie jetzt wieder mit dem dort fast auf die Straße rausgekommen wären und Safety Car und Autos wieder vorbeifahren, dann wäre sie auch wieder nicht recht gewesen. Dann hat sie auch wieder das riesen Kühl gegeben. Also von dem her, ja. Gibt es sogar eine Regelung, dass wenn ein Auto auf der Strecke ist, egal mit wie vielen Teilen, dass man dann rote Flagge schmeißt? Ja, also sobald das Bergungsfahrzeug auf die Strecke muss, dann gibt es Red Flag. Ja. Eben, ja. Und da finde ich, darf es auch gar keine Diskussion darüber geben. Ja, also ich meine, dass es noch so Situationen wird geben, dass irgendwie so ein Bergfahrzeug oder sonst irgendetwas auf der Strecke wird rumliegen und einfach nur ein Safety Car wird sein oder gelbe Flagge, das hat es früher zur Ecclestone-Seite gegeben, das gibt es heute nicht mehr. Und ja, also du hast schon gesagt, eben Bari haben profitiert von dem Wechsel oder beziehungsweise von dem Red Flag und dann nachher Reifenwechsel in der Box. Sprich, Hamilton hat voll davon profitiert. Und eben die grossen Verlierer sind Sainz und der Russell gewesen. Der Russell hat sich dann hure aufgeregt gehabt, eben, dass die rote Flagge dort unnötig war, sage ich. Ja, das ist darf natürlich... Ich noch etwas reinschiessen? Ja, oder? Erzähl weiter, ja. Wie sagst du das? Also ich verstehe, es wäre nicht so einfach umzusetzen. Aber wie sagst du das, die Regeln rauszunehmen und zu sagen, man darf keine Reifen wechseln bei einem Pitstop, mit Ausnahme, dass es einen ganz klaren Puncture gibt bei einem Auto? Ja gut, dann ist halt auch wieder das Ding auch, dann kann das Team einfach so sagen, ja, wir haben den Verdacht gehabt, dass es einen Puncher geben könnte. Weißt du, was ich meine? Die nutzen alles aus. Das ist das Problem. Die nutzen alles aus. Nein, ich finde es eine gute Regel so. Ich finde es geil, dass du nachdem kannst in die Box gehen. Also beziehungsweise wenn ein Red Flag ist, du gehst in die Box und kannst Streifen wechseln. Das finde ich gut. Wo man vielleicht kann noch darüber diskutieren kann, ist, dass man sagt, okay, der Stop zählt dann nicht als regulärer Stop. Also heisst, genau. wenn du das dann nachher,
wenn du sagst, okay, bin mit Soft gestartet, gehst dann auf Mediums, dass du dann nachher gleich wieder musst irgendwie nochmal auf einen Satz Medium gehen. Aber dann ist halt wieder ein höherer Reifenverbrauch und das will ja dem Formel 1 auch wieder nicht. Weil sie möchte ja jetzt in Zukunft nur noch mit 11 Reifen am Wochenende unterwegs sein. Also relativ wenig Reifen. Und ja, also ich weiss nicht, hast du das mitbekommen, wo heute rausgekommen ist mit der Qualifying, mit den neuen Regeln? Hast du das gelesen gehabt? Dem Fall nicht. Neu ist es so, dass ab Imola fahren sie im Q1 mit Hards, mit Q2 mit Mediums und im Q3 mit Softs. Ist neu geregelt worden. Und so gibt's und so möchte man eben weniger Reifen verbrauchen, indem dass man halt quer durchmischen. Ja, wieso auch immer. Ja, dann haben sie immer noch die gleiche Anzahl Reifen? Nein, es ist halt an diesem Wochenende, was ich kann es dir sagen, ich habe es so, glaube ich, irgendwo noch offen gehabt. Weil, das Ding ist aber, wenn das so ist, dann spüre ich einfach mehr daraus raus, dass sie wieder wollen, die Strategie im Rennen belustigen, indem dass sie halt nachher durch Trainingssessions mehr andere Reifen verbrauchen und dann für die Rennen halt weniger zur Verfügung haben, weil sie im Qualifying anfahren müssen, oder? Und also das finde ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so geil ist, dass man die Strategie belustigen will. Ich finde das nicht so. Also jetzt ist es so, dass sie 13 Sätze haben und neu wird es so sein, dass sie 11 Sätze noch haben. Sie um 2 reduzieren. Und ja, ich weiss nicht, wie das dann zusammengestellt wird, ob es dann nachher heisst, alle Teams kriegen genau die gleiche Anzahl an Reifenmischungen über. Weil früher hast du bei Pirelli eine Bestellung aufgegeben, können sagen, ich fahre an diesem Wochenende mehr mit Softs als mit Hards und so. Der, wo noch hast einen Qualifying-Reifen bestellen. Ja, genau. Das wird aber dann neu so sein, eben, dass man ab Imola dann das Q3 mit Hards fährt, Q2 mit Mediums und Q3 mit Softs dann. Also an und für sich finde ich es nicht schlecht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht das Top-Team oder so auf einem Hard nicht so gut performt, wie jetzt vielleicht das Team, weißt, wo ein gut ist auf Long Runs oder so, weißt? Also es könnte spannend sein. Es kann sein, dass plötzlich ein paar Leute, die eigentlich nicht so Q3-tauglich sind, plötzlich dann auch ins Q3 reinkommen. Also mal schauen, ich bin gespannt. Eben, es kann auch sein, dass das wieder zurückgerudert wird. Das hat jetzt einmal offiziell Pirelli bestätigt, dass das so wird kommen, das Format. Aber ob Pirelli überhaupt noch weiter in der Formel 1 bleibt als Reifenlieferant, das ist auch so ein Thema. Ab 25 gibt es ja. Kann man sagen? Ja, kann man neue Reifenhersteller? Ja, also es gibt keine neuen Reifenhersteller, sondern man kann sich bewerben für 2025. Genau. Also es ist noch offen, wer kommt. Pirelli ist aber auch wieder dabei, anscheinend, so wie man gehört hat. Was für andere Marken reinkommen, ist noch nicht bekannt oder wo sich beworben haben. Das ist jetzt einfach so eine wie soll das Einschreiben ist wieder möglich, wie mit den Formel 1 Teams. Und also, Motoren auch. Ja, mal schauen, wer dort kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwie so ein amerikanischer Reifenhersteller Interesse hätte oder so. Ja, was ist, ich glaube, bei den Dings ist Firestone. Bei IndyCar. Indy ist Firestone, ja. Mit der Ausnahme, dass das halt IndyCar Streckenböden eigentlich ziemlich viel gröber sind sie sehr ähnlich aufgebaut. Wobei sie haben einfach nur 2 Sets, Hard und Soft, also Red Walls und Option Tires. Aber anyway, ganz ehrlich, würde ich mega begrüßen, wenn es wieder nicht nur einen Reifenhersteller gäbe, weil ich finde, das hat nochmal einen riesen Mix Alben drin geschossen. Aber ist vielleicht eine Diskussion für ein anderes Thema, weil da können wir Zeit auffressen. Ja, also nur noch ganz kurz, es wird nur einen geben, es kommen nicht mehrere. Ist nur einer? Ja, es soll nur einen geben, es soll nicht mehrere geben. Das soll nach Indianapolis haben sie das beschlossen, dass es nur einen soll geben. Finde ich schade. Ich schade. Aber sie wollen halt das verhindern, dass plötzlich irgendwie von 20 Autos 18 in die Box reinfahren und der Rest fährt noch, also 2 Autos. Also von dem her, ja. Nein, eben anderes Thema. Wir kommen wieder zurück zu den ganzen roten Flaggen und eben wegen der Red Flags und Wechsel. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man in der Box kann seine Reifen wechseln kann. Ich finde, es wäre gut, wenn sie einfach nicht würden zu den regulären Stars zählen. Das fände ich gar nicht mal so schlecht. Entweder so oder halt,
Gut, eben, du hast einen höheren Verschleiß oder beziehungsweise du brauchst halt mehr Reifen am Wochenende sozusagen, du musst halt eine Reserve haben. Aber ich würde es auch nicht schlecht finden, so, weil dann bringt es dir eigentlich nichts. Weißt du, kannst ja gerade so gut auf dem Reifen bleiben. Aber du kannst irgendwie, weiß auch nicht. Ja, ist halt schwierig, da kannst du aber sicher strategietechnisch kannst du ein bisschen etwas spielen. Darum denke ich, wäre es nicht schlecht. Ja. Aber ja, mal schauen. Aber wir kommen wieder zurück. Eben, die Rotflagge, Evelyn hat sie ausgelöst und keine Ahnung, wie lange das Rennen unterbrochen war, ist ja schon das Weile zu. Ein paar haben sich ja eben dann aufgeregt wegen dem, dass es einen Red Flag gegeben hat. Dann ist das Rennen wieder aufgegangen oder wieder eröffnet worden. Dann haben sie, kann man so sagen, Karma zugeschlagen und die sich beschwert haben, nachher einen Motorschaden bekommen. Und ja, also Russell hat ja dann mit dem Motor vertatscht, hat ja richtig hinten rausgebrannt und dort hat man auch schön gesehen, dass das nicht der Elektromotor ist, der brennt, sondern das ist der Verbrennungsmotor, der wirklich brennt. Und ja, für ihn ist es natürlich hure bitter, aber ja, eben, kann passieren, ist ungünstig gewesen. Und ich glaube, sonst ist eigentlich dort ist das Rennen relativ zäh gewesen. Dort ist halt dann nicht mehr viel passiert. Dort ist halt wirklich, sind sie ihre Runde sind eigentlich dann abgefahren. Strategisch ein bisschen spannend gewesen, den Teams zuzuschauen, vor allem im Midfield, was sie so machen etc., wie sie sich weiterentwickeln, oder? Aber ich denke, was ich sicher nicht erwartet habe, ist ein Haas, der genau an der gleichen Stelle stoppt wie 2018 bereits schon, oder ist es 19 gewesen? 18, also 18. 18. Ja, 18 und 19 ist, glaube ich, auch sogar das, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, 18 muss jedenfalls. Anyway. Nur ist das mal der Reifen nicht richtig dran gewesen, sondern er hat sich dazu entschieden, mal schnell eine kleine Detour in die Luft aufzunehmen. Nach einem Crash, der irgendwie überhaupt nicht grob ausgesehen hat. Ich meine, der Magnussen hat ja sogar gesagt, er hätte nicht einmal etwas gespürt. Und der Engineer auch so, irgendwie Puncture, hast du irgendwie ein Problem? Deine Suspension ist am Arsch. Ja, also... So war der Radio-Call. Also, das Ding war ja das, dass er ja mit seinem Hinterrad ist er ja an die Bande hergekommen und hat das Rad abgerissen. Also abgerissen. Er hat einfach einen Schlag dann nachher auf das Ding bekommen, auf die Hinterachse, was dann nachher als die Hinterachse gebrochen ist auf einer Seite. Und dann nachher hat sich der ganze Reifen hat sich aufgelöst. Also er hat sich gerade von der Felge abgezogen. Und ist er dann auf den Felgen gefahren. Dummer Fahrfehler, schlussendlich. Also finde ich auch ein bisschen komisch, dass das einem passiert, weil ich glaube, in diesem Stadium vom Rennen fährst du nicht so, weißt, so voll auf Push. So ja, und vor allem, du fährst ja nicht, ja, aber du fährst nicht so auf Push, dass du irgendwie die Strecke auf einen Millimeter ausnützt oder so. Dort fährst du einfach deinen Long-Run-Stint eigentlich. Darum ist das ein bisschen speziell, dass das passiert ist, aber wahrscheinlich einfach nicht aufpasst. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob er vielleicht kurz aus den Pits rausgekommen ist, eine Runde vorher und einfach kalte Reifen gehabt oder etwas. Ja, nein, nach einer Runde hast du immer kalte Reifen eigentlich. Eigentlich nicht, vor allem nicht in Melbourne, in dieser Hitze mit diesen Kurven, oder? Aber was ich mir eben auch ein bisschen vorstellen kann, und da jetzt nicht allzu lange darüber reden, aber hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass der Magnussen ein bisschen Druck verspürt, weil der Hulk wirklich eigentlich ziemlich gute Resultate liefert? Er ist fast alle Rennen jetzt eigentlich über ihm gewesen. Und auch in den Punkten ist, mein Magnussen hat einen, der Hülkenberg hat 6 und irgendwie, also ich würde bis jetzt nach diesen 3 Rennen sagen, dass der Nico eigentlich besser fährt als der Kevin. Ja, also ich glaube, im Hülkenberg liegt das Auto relativ gut. Also Qualifying Pace vom Hülkenberg ist brutal stark. Ja, aber das war schon immer gut bei ihm. Ja, das Ding ist einfach das, ich finde es eben lustig. Und jetzt weiss ich, jetzt komme ich wieder mit dem Mick Schumacher. Aber ich finde es einfach lustig, eben, man hat ja eigentlich den Magnussen so gesagt, also, ja, er ist verdammt stark. Ich meine, er fährt ja den Mick auch, also nicht in Grund und Boden, aber er hat immer im Punkt geholt. Weißt du? Und jetzt ist irgendwie ein anderer Teammate und jetzt ist es irgendwie wie umgekehrt. Das ist so ein bisschen wie, also ist eigentlich fast das ähnliche Ding wie bei Mercedes und dem Hamilton. Weil mit dem Bottas hat er immer dominiert. Und manchmal hat es so Ausreißer gegeben, wo der Bottas wieder stark war für 2-3 Rennen. Und das war wieder nichts mehr gewesen. Und dann kommt einfach so jemand Neues, sprich eben auch Mercedes der Russell. Und dann muss er sich einfach warm anziehen oder hat einfach dann plötzlich auch Mühe. Und ich finde das eben noch speziell, weil beim
beim Magnussen, doch, wie ist das so irgendwie genau das Gleiche, wie das genau das gleiche Bild. Also, ich bin voll dafür, also zum aktuellen Zeitpunkt ist der Hülkenberg viel stärker in dem Haas als Magnussen. Und der Typ ist seit 2019 nicht mehr Formel 1 gefahren. Gut, zwischendurch schnell 2 Einsätze gehabt, 20 und 21. Nein, 20 und 22. 21 ist er, glaube ich, gefahren. Also von dem her Props an ihn. Wirklich, also dass der so kann abliefern in diesem Auto. Würdest du... Ja? Sag nur. Würdest du jetzt in dem Fall nach diesen 3 Rennen behaupten, dass der Nico doch die bessere Wahl war im Vergleich zum Schumacher? Oder würdest du lieber sagen, man hat gescheiter den Magnussen rausgeschmissen? Ja, jetzt im Nachhinein würde ich eher sagen, man hätte vielleicht den Magnussen rausschmeißen. Okay, das ist grob. Nein, ich glaube nicht. Weißt, ich glaube darum, der Kevin, der wird seine Pace schon noch finden. Der hat einfach nicht den besten Start gehabt. Ich glaube nicht mehr noch, dass es wirklich ein sehr solides Driver-Pairing ist. Aber was ich herzig gefunden habe, noch ganz kurz zum Schumacher kommen, nachher kommen wir noch zu der zweitletzten Red Flag. Schöner Kommentar, den ich vom Toto Wolff gelesen habe, und irgendwie muss ich ihm die Tücke zustimmen. Wenn der Michael könnte Trackside sein, hat die ganze Geschichte mit Haas nicht so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da wäre dann schon ein bisschen anders gelaufen. Ja, habe ich wirklich auch das Gefühl. So, aber jetzt kommen wir zu der zweiten Red Flag, wo eben durch den... praktisch da. Ja, wir sind so kurz vor der dran, sind wieder abgeschweißt. Also, eben, der Magnussen fährt die Bande rein oder berührt die Bande, Carbon fliegt oder beziehungsweise Felgen fliegt und ja, hat dann wieder ein Red Flag ausgelöst. Jetzt, die erste Frage, die ich dir jetzt frage, findest du, ist die Red Flag nötig gewesen? Nein. Da muss ich keine Sekunden überlegen, nein. Ich bin immer, und wegen dem habe ich auch dann während dem Rennen so reagiert, wie ich reagiert habe. Ich habe Vertrauen in die Entscheidungen treffen müssen. Weil sie wären nicht an der Position, wo sie sind. Punkt. Aber das kannst du doch niemandem erzählen, dass man für so etwas einen Red Flag muss haben. Ich sehe nicht, wieso. Ja, ich glaube, der Hauptgrund, wieso dass es einen Red Flag gegeben hat, war, weil der Reifen auf der Strecke gelegen ist. Und ja, vielleicht. Das. Also ich meine, schlussendlich hättest du dort wirklich können sagen, okay, wir hauen ein Safety Car raus und holen dann, also holt den Marsch den Reifen. Ich meine, das hat es ja schon jemand die gegeben, dass die Leute auf die Strecke nachher gesäckelt sind, das Teil geholt und ciao. Aber und jetzt kommt eben das, was mich dann nachher deutlich aufgeregt hat. Und ich glaube, das hast du ja gemerkt. Ja. Dort war der erste Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, dass der Sport, den ich seit über 25 Jahren mittlerweile schaue und ich so liebe, einfach zu einer Show wird. Und das hat mich so richtig angekotzt. Weil diese Red Flag ist nur gekommen, einerseits aus Angst, Flashbacks 2021, Abu Dhabi, obwohl dass es dort nicht um einen WM-Titel gegangen ist oder nicht um einen WM-Kampf gerade direkt gegangen ist. Und man hat einfach nicht hinter dem Safety Car das Rennen beenden. Es ist hauptsächlich um das gegangen, weil wenn dort Safety Car gekommen wäre, es sind ja noch 2 Runden drin, ist so etwas von Kloßbrühe gewesen, dass dort nachher fertig gefahren wurde, wäre hinter dem Safety Car. Und das hätte man nicht wollen. Und wenn man das hätte wollen, hätte man es einfach so machen können. Das haben sie in Kanada 1999 schon gemacht, dass man einfach halt in der letzten Runde, also beziehungsweise gerade in der, ja, wie viele Runden ist es jetzt? 58 oder so, weiss ich jetzt? 58, glaube ich. 58 von 58, also in dieser Runde fährt das Safety Car einfach in die Box rein. Overtaken kann man ja eh nicht, weil es ist auf der Finishline und dann fährt man einfach so über den Strich rein fertig. Da ist das Safety Car nicht auf dem Foto drauf, wo es gibt, wenn die Autos über die Ziellinie reinballern und gut ist. Aber das hat mich so aufgeregt, weil man hat einfach genau gemerkt, einerseits ist einfach Angst da von der FIA, dass sie wieder angefickt werden, weil es wäre ja auch nicht recht gewesen, wenn sie hinter dem Safety Car fertig gefahren wären. Und andererseits habe ich auch richtig gemerkt, es ist einfach nur Show. Ich finde, also ich glaube, da differenziert sich dann vielleicht auch unsere Meinung. Also
also gut, differenzieren vielleicht nicht, aber ich habe einfach eine gewisse andere Ansichtssache. Also, ich meine, wenn wir ein Rennen schauen, wenn wir Rennen sehen. Wir wollen Action sehen, wir wollen sehen, dass sie gegeneinander fahren. Und ich sage nicht, dass sie richtig gehandelt haben in dem Rennen, so wie es behandelt worden ist, weil es hat wieder extreme Flashbacks eigentlich an 21 gegeben. Also definitiv nicht richtig reagiert. Auch der ganze Crash etc. kann man darüber diskutieren, dass der eigentlich aus dem Ganzen heraus resultiert ist, mit kalten Reifen und. Aber in meinen Augen, finde ich, sollte man eigentlich eine Regel einführen, dass man zum Beispiel, sagen wir 10 Runden vor Ende Rennen, gibt es kein Safety Car mehr, sondern man macht automatisch einen Red Flag, dass man möglichst viel Rennen halt wirklich auch noch bis am Ende hat. Andererseits eine rote Flagge, die so kurz vor Ende nochmal ist, dann wird es schwierig zu diskutieren. Dann noch eine rote Flagge schießen, für eine Runde Rennen zu fahren. Ich persönlich fände es eigentlich gut. Aber man hat jetzt das mal wirklich ganz klar gesehen, was es eben auch für ein Chaos kann verursachen kann. Weil jeder hat versucht, sich irgendeinen Vorteil noch rauszuholen. Was grundlegend ja schon spannend ist. Aber es ist nur so spannend, bis dann mal wirklich etwas Gröberes passiert. Und das ist halt dann immer wieder das, Safety Concerns etc. Aber grundlegend bin ich der Meinung, dass wir doch eine anständige Lösung finden können, dass man am Ende nicht unbedingt noch eine rote Flagge oder etwas schießt. Das Ding ist, ich habe angefangen die 90er Saisons auch ein bisschen durchschauen. Ich bin jetzt mittlerweile bei den 92er angelangt ungefähr, oder beziehungsweise ich bin gerade Ende 91er. Und okay, ich wollte nicht sagen, dass man zurück auf den Safety-Standard gehen, den man dort hat, aber es macht einen riesen Unterschied, wenn nicht ständig für jedes kleine Müpfeli eine gelbe Flagge, Virtual Safety Car, ein Safety Car selber oder eine rote Flagge muss geschmissen werden. Aber wie gesagt, man kann halt auch nicht argumentieren, dass das Rennen weitergeht, nur weil es nur noch 3 Runden hat und das liegt das Auto auf der Strecke, oder? Aber die Frage ist, ob man da nicht mittlerweile zu fest auf Safety geht. Das ist einfach eine hure schwierige Diskussion, weil man ist dann schnell mal wieder bei, dann ist nur noch Entertainment und kein Sport mehr, plus Safety geht vor alles. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Ja, also ich sage immer wieder gerne den Spruch, den auch der Bernie Ecclestone immer gesagt hat: Motorsport ist dangerous, und es muss, also klar, es muss nicht gefährlich sein, aber es ist halt einfach auch ein Risiko dahinter, wenn du so eine Sportart machst. Klar, ich sage nicht, dass es jedem Rennwochenende muss einen Toten geben oder einen schwer verletzt oder weiss ich was. Überhaupt nicht, das möchte ich auch nicht. Aber ich meine, das ist ja wie auch im echten Leben, wenn du mit dem Auto irgendwo herfährst, dass dich plötzlich mal einer von der Seite wegrammt, weil er dich nicht gesehen hat oder sonst irgendetwas ist. Und du dann nachher, sagen wir, wegen dem an einen Baum aufprallst und dann abnippelst. Ja, die Autos heute sind auch hure sicher, aber es kann immer passieren. Autofahren ist auch immer gefährlich und es wird auch immer gefährlich bleiben. Und das Gleiche ist aber im Motorsport, wo es ja dann, oder beziehungsweise in der Formel 1, wo es ja noch höhere Geschwindigkeiten sind und noch mehr Kräfte rum sind. Darum, ich verstehe es, dass man überall möglichst viel Sicherheit haben und immer möglichst richtig entscheiden, aber irgendwo durch ist es dann halt einfach auch zu viel. Und eben, wie gesagt, beziehungsweise, nein, ich muss so sagen, da wo du gesagt hast, dass man sagt, in den letzten 10 Runden kein Safety Car, da finde ich völlig behindert, wenn man so etwas machen will. Das finde ich futzdumm. Weil wie willst du es denn regeln? Gibt es in Runde 5 einen Unfall, einen schweren, dann musst du gleich einen Red Flag schmeißen. Und dann nachher machst du einen Restart und dann wird es genau gleich aussehen wie in Australien, wie es ausgesehen hat beim Restart. Und dann nachher hast du vorher gesagt, ja, das kann man ja auch keinen Red Flag mehr schmeißen in den letzten 2 Runden oder so. Was willst du denn machen, wenn es einen schweren Unfall gegeben hat? Wir Rennen abbrechen und dann einfach 2 Runden offen lassen. Dann passt es ja diesen Leuten auch wieder nicht, dass du früher das Rennen beendet hast. Das. Also darum... Du hast nachher Dings in 3 Kilometer und alles. Das ist das Problem. Ich sage es einfach, wie es früher auch war und wie man es einfach hätte auch machen und wie man es auch in Abu Dhabi dazu mal hätte vielleicht machen, whatever. Einfach Safety Car rauslassen, schauen, dass man es möglichst schnell putzen kann. Wenn es halt nicht geht, hinter dem Safety Car fertig fahren, fertig. Dann ist es halt das Rennen Ende scheiße gewesen, aber wie viele Rennen werden beendet, wo der Führende 20 Sekunden Vorsprung haben? Ist ja auch nicht spannend.
Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ob jetzt die alle in einer Reihe reinkommen und dann ist das Rennen fertig, oder ob der Führende 20 Sekunden Vorsprung hat und der Dritte auf der zweite 15 Sekunden, spielt doch keine Rolle, ist ja genau das Gleiche. Absolut. Also, Und vor allem hast du nachher eben auch nicht so Scheiß, wo man niemals hätte können in den Regeln vorsehen und irgendwie anpassen, dass ein Sainz für einen Rennstart bestraft wird, wo nicht einmal etwas wie soll ich das sagen, am eigentlichen Rennende zu tun hat. ja, also, Sie sind ja nicht einmal über eine Safety-Car-Linie gefahren, um die Positionen zu behalten. Also ist er schon genug bestraft worden, dass er kein Net-Gain hatte, erstens. Und zweitens ist der, wo er ja anscheinend benachteiligt hat, immer noch vor ihm gewesen. ja, also der Alonso. Ja. Der Alonso, Also- oder? Und wie willst du das in der Regel festhalten? Also, Und das wäre ist, nicht passiert, ja. hätten wir das, was du vorhin gesagt hast. eben, weißt du, das ist ja eben auch der grösste Witz. Also, einerseits eben, für mich ist das eben rein nur Show. Ich habe das Gefühl, also, klar, eben, man kann sagen, es ist Show oder. Nein, irgendwie ist es einfach nur Show, weil man hat halt, oder hat einfach Schiss von der FA, whatever. In meinen Augen ist es halt einfach mehr ein bisschen showlastig gewesen, weil man hat halt einfach wollen, so, ja, es gibt jetzt ein grosses Finale, es ist noch alles offen, weißt? Und wenn du 2 Runden auf der Uhr noch hast, du hast, weiss nicht, wie viele Fahrer das noch drin waren, sagen wir 18 oder 16 Fahrer, ich weiss nicht, wie viele das dort schon rausgeflogen sind. Und du hast 2 Runden auf der Uhr, alle gehen auf Softs, dann klopft es zu 1000%. Und dass dort die FIA nicht, dass dort nicht gesagt haben, so, okay, das ist eine blöde Idee, wenn wir jetzt das machen, es wird klopfen, dass sie auf diesen Gedanken nicht gekommen sind, den verstehe ich echt nicht. Weil, du machst einen Restart. Klar, eben, der Sainz schiesst den Alonso ab. Müssen wir nicht darüber diskutieren, ist schon sein Fehler gewesen. Dass er nachher bestraft wird für das, ja, dort habe ich auch gesagt, wenn der Alonso dahinter geblieben wäre, also durch den Zwischenfall einen Nachteil gehabt hätte. Also Dass sprich das eben, Auto am Arsch gewesen wäre ja, oder so. ja, also es ist einfach ein Nachteil. Er wäre einfach hintergekehrt, sprich Positionsverlust. Dann hätte ich die Strafe verstanden und hätte es auch gut gefunden, oder beziehungsweise wäre es fair gewesen am Ende des Tages. Aber dass nachher, nachdem dass die beiden Alpins sich noch abgeschossen haben, dass der Sergeant de Vries abgeschossen hat, das ist auch voll untergegangen, dass sie hinten auch noch mal geklopft hat. Dass dann nachher heisst so, ja, Alonso, du kannst wieder führen. Die beiden Alpins sind rausgekehrt. Ja, Pech für die, kriegen halt jetzt nicht über Abpunkte. Und ja, Sainz, ja komm, wir geben dir noch 5 Sekunden Penalty, weil du hast ja den Alonso drin. Das finde ich einfach so lächerlich. Ja. Weil das hat einfach in dieser Zeit, ist einfach einmal, und das habe ich dir, glaube ich, gesagt, nein, das habe ich dir nicht gesagt, das habe ich, glaube ich, im Stream gesagt. Das kannst du dir so vorstellen, du leihst einfach mal etwa 1,5 Millionen $, tust du mal in einen $-Schein rauslassen, leihst es auf einen Haufen, lässt ein bisschen Benzin drüber und schmeißt es ins Zündhölzchen rein. Das war der Effekt, der dort erzielt wurde. Du hast einfach Geld verbrannt, mehr nicht. Und das finde ich so lächerlich mit Budget-Obergrenzen, wo auch Schäden drin sind, die du musst mit einkalkulieren oder berechnen. Meine Alpine hat über 1 Million müssen blechen, oder wird über 1 Million müssen blechen für die 2 Autos, die sie geschlissen haben. Nur weil die FIA hat nicht das Rennen hinter einem Safety Car beenden, weil es dann wahrscheinlich nicht spannend gewesen wäre, oder weil sie halt einfach wollen das showtechnisch halt überbringen. Darum, für mich ist das ein absoluter Skandal. Und eben, der größere Skandal ist auch das, dass der Sainz die Strafe bekommen hat und sie behalten hat. Wieso soll er bestraft werden für einen Vorfall, der wieder revidiert wurde, wo der andere gar kein Defizit hat? Was ist das für ein Scheiß? Wie dumm muss man sein bei den Stewards oder bei der FA, dass man ihn bestraft? Also, und ich meine, man hat es auch am Funk gehört. Also, bei dir hört man es jetzt immer noch daraus raus. Also, es trifft förmlich, weil ich habe das Gefühl, du hast gerade so richtige Vietnam-Flashbacks, aber ich verstehe es. Ich meine, ich finde es wirklich auch einfach unter aller Sau, einfach vor allem die Science-Penalty, weil okay, ich verstehe ja, dass man, das hat man ja schon in Silverstone gemacht, wirklich sehr schnell überlegt vom Alonso, habe ich richtig geil gefunden übrigens, wie er kaum ist er an die Bande gegangen, gerade gesagt hat, sie sollten das wieder zurück machen, gleich wie in Silverstone schon. Weil das Problem ist ja, es gibt Safety-Car-Linien und sonstige Linien, wo die Autos auch bezahlt werden. Und wenn sie über die noch nicht gefahren sind, gibt es in dem Sinne noch keine neue Position. Grob gesagt, sagen wir jetzt einfach mal, es ist die Sektor 1-Linie.
hat noch niemand überquert oder noch nicht alle, also kann man nicht genau sagen, wer ist wo, also geht man wieder zurück auf die normale Aufstellung. Finde ich ja grundlegend keine schlechte Sache. Aber wieso zum Fick schmeissen sie sofort eine rote Flagge? Es sind ja alle an diesen Crashes schon vorbeigefahren. Lasst die doch durch die erste Safety-Car-Linie oder Sektor-1-Linie oder was auch immer das der definierende Faktor ist, lasst die doch durchfahren. Und da gibt es auch keine Diskussion mehr, ob der Sainz jetzt so einen Penalty verdient hat, und dann würde er sich auch nicht darüber aufregen. Aber ich meine, so hast du jetzt einfach den Scheiß gehabt, dass sie hinter dem Safety-Car das Rennen beenden und der Sainz nicht einmal eine Chance bekommen hat, irgendetwas dagegen zu machen. Und ganz ehrlich, sind wir wirklich ehrlich, es ist ein Wunder, hat es nachher nicht auch nochmal einen Scheissdreck gegeben mit Leuten, die versuchen, zu schnell über die Linie zu gehen, dass sie ganz sicher noch innerhalb von diesen 5 Sekunden sind. Das hätte noch das Mugello 2020 können geben, dass hinterher noch ein bisschen Bucci-Auto gespielt wird. Und also dann wäre es dann die absolute Shitshow gewesen, was es ja, verstehe ich, wenn du das jetzt schon sagst, dass es eigentlich war. Also, wie gesagt, ich sehe es zwar schon nicht ganz so hart, dass es nur wegen Entertainment war, aber es ist schlichtweg irgendwie nach all diesen Vorfällen, die wir in den letzten 3-4 Jahren in der Formel 1 über die letzte Runde hatten, muss man doch langsam irgendwo herausfinden, was für so Situationen die richtige Lösung ist. Ich sehe nicht, dass sich da irgendetwas verbessert hat seit 2021. Ja. Nein, also, weißt du, ich habe einfach das Gefühl, was vielleicht FIA sollte mal machen, ist, statt immer die Regeln erweitern oder verbessern, einfach mal komplett neue Regeln schreiben. Einfach über den ganzen Sport neue Regeln schreiben. Weil es wird immer an jeder Baustelle oder an jedem Regelwerk oder an jeder Regel, wie auch immer, wird immer wieder irgendwie ein bisschen die Schraube angezogen und wieder ein bisschen gelöst und weiss ich was. Und es macht einfach, in meinen Augen macht es einfach momentan, wie es wieder so jetzt war, vor allem jetzt eben in Australien oder auch Abu Dhabi, es macht einfach keinen Sinn, wie die FIA an handelt. Oder beziehungsweise, wie es halt auch vorgegangen ist, klar, kann man sich auch aufregen, ja, das Rennen hinter dem Safety Car beenden ist scheiße. Aber eben, ich meine, jetzt haben wir es ja gesehen, was passiert ist. Und ich kann dir sagen, also einerseits ist es immer noch lächerlich, dass nachher das Rennen wirklich hinter dem Safety Car beendet wurde. Das hätte man einfach vorher schon machen können. Aber ich bin gespannt, wie sie es in Zukunft werden machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in Zukunft auch das Ganze werden wieder hinter dem Safety Car beenden, weil sie einfach gecheckt haben, die jetzt es macht keinen Sinn, weil eben, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal noch gesagt, wegen dem Sicherheitsaspekt und alles, und da muss man halt einfach auch wieder sagen, es ist halt einfach ein bisschen Doppelmoral, weil schlussendlich redet die FIA, oder die FIA ist ja zuständig für die Sicherheit auf und an der Strecke und auch für die Autos. Und dann macht man so einen Scheiß. Weil dort hat es, ganz ehrlich, dort hat es jetzt auch Verletzte geben oder weiss nicht was. Nur weil sie halt wollen, das Ganze nicht hinter einem Safety Car beenden. Und ja, eben, mich macht es verdammt pissig, so Zeug, weil eben in meinen Augen ist es wirklich schon mehr Show-basierend gewesen. Und es ist einfach unnötig gewesen, weil eben, ich meine, der FIA muss dort, oder ich weiss nicht, wie weit das sie gedacht haben, anscheinend nicht so weit in meinen Augen, aber da muss man halt einfach auch überlegen, so, okay, das ist eine Budgetbegrenzung, man gibt viel Geld aus und so Zeug ist einfach unnötig. Es ist einfach unnötig. Und ich meine, ich weiss noch, wir zwei haben ja noch geschrieben und da hast du mir ja gesagt, so, ja, eben, das hat ja beim letzten Restart hat's ja funktioniert oder beim ersten Restart, den sie ja gemacht haben. Aber da war ja eine ganz andere Situation dort. Das war ja mitten im Rennen, es sind noch so viele Runden offen, dort hast du ja mit der Strategie etwas machen, aber in der zweitletzten Runde so einen Scheiß machen, ist ja klar, dass alle auf Krawall gehen und dann einfach voll durchbrettern und also rücksichtslos fahren. Das war ja eigentlich klar gewesen. Darum, ja, also mich regt es einfach auf und das hat mich einfach, mir hat es wirklich auch hässlich gemacht in dem Moment. Man merkt es auch jetzt vielleicht, ich bin einfach immer noch pissed, wenn ich an das denke, weil ich finde einfach, es ist einfach absolut unnötig gewesen. Wirklich. Ja, ich glaube, es gibt gar nicht viel mehr darüber zu sagen. Also das stimme ich dir in allen Punkten zu. Das mit dem Dings, es hat ja vorher auch funktioniert, ist mehr als so ein bisschen ein Seitenheber an die Fahrer gewesen. Okay, man hätte ja können ein bisschen vorsichtiger fahren, oder? Aber ja, du sagst es, wer macht das schon?
Ja, das eben. wirklich im Fall mehr sarkastisch gemeint als etwas Ja, anderes. Sonst nicht weißt, falsch aufgegriffen. ja, aber ich habe ja dort nachher auch noch geschrieben, ich habe gesagt, Kollege, wenn ich meine, schlussendlich kann der von P10 oder P12 oder wer auch immer könnte Erster werden in so einer Situation. Dort fährst du einfach auf Krawall, das ist wirklich scheißegal. Das ist so. Du willst alles, was du kannst haben. Und ja, schau, am Ende verfälscht es einfach halt das Resultat. Oder es haben Leute Punkte bekommen, die sie in meinen Augen nicht verdient haben. Ja, ja, das ist so. Es ist so. Nicht meine, gerecht. look, Am Ende des Tages ist es nicht gerecht. meine, auch für den Long Run nicht. Ja, und vor allem, weißt du, schau mal Alpine, Mann. Weißt du, ich meine, der Gasly ist so ein gutes Wochenende gefahren. So, wirklich so stark im Rennen. Und dann kommt einfach das. Gut, man muss sagen, dass er rausgeflogen ist, ist auch sein Fehler gewesen. Ich meine, er ist in Rasen und dann nachher ein bisschen ja, ungestüm zurückgekommen und hat dann Dreck an der Reifen gehabt, ein bisschen rausgerutscht und hat dann nachher den Ocon verwünscht. Er hat einfach nicht rechts in den Spiegel hineingeschaut. Ja, das muss man ihm halt einfach sagen, ist sein Fehler gewesen. Er hat auch noch sau Glück gehabt, weil er hätte für das bestraft werden und dann wäre er wahrscheinlich gesperrt worden für das nächste Rennen, weil er hat ja 10 Punkte von 12, die man maximal haben. Es gibt in der Regel immer 2. Ja. Und er hat wirklich Glück gehabt, weil er ist knapp an einer Rennsperre vorbei jetzt. Das Ding ist, sie haben im Fall mal gesagt, sie sind beim Pierre und seinen Strafpunkten, die er jetzt hat, ein bisschen lockerer drauf, weil er relativ viele Sachen bekommen hat, die in Zukunft nicht mehr bestraft werden, respektive nicht mehr in Penalty Points reinzählen, oder? So Sachen wie Streckenlimit überschritten, das wird ja in Zukunft nicht mehr mit Penalty Points bestraft und relativ viele von seinen Penalty Points sind eben von so Sachen gekommen und wegen dem sind sie bei ihm momentan ein bisschen lockerer drauf, damit er nicht jetzt in dem Sinn doch noch für diese kleine Sachen bestraft wird, oder? Weil, ja, man tut es einfach ein bisschen relativieren, aber schau, am Ende des Tages ich wollte jetzt nicht den Teufel in die Schuhe schieben, aber der Ocon findet sich immer wieder in dieser Situation, dass er so ein bisschen zu viel will. Und ich habe das Gefühl, er lernt dort aber noch nicht viel daraus raus. Er ist immer wieder in dieser Situation, wo er da oder dort noch ein Rad drin schießt. Und dann würde ich es viel lieber eigentlich begrüßen, wenn man halt so wie ein Piastri in Dings fährt, in Saudi-Arabien, schon fast ein bisschen zu vorsichtig, weißt? Anstatt dass man überhaupt nachher so einen Crash riskiert. Es ist beim Ocon schlichtweg einfach nicht das erste Mal, wo das passiert. Aber, wie gesagt, man kann ihm jetzt auch nicht den Teufel in die Schuhe schieben. Auf so kurze Zeit zu reagieren, überhaupt, ist nicht einfach. Und er kann ja auch nicht hell sein, er kann nicht wissen, dass der Gasly ihn nicht gesehen hat. Aber trotzdem ist er auf einem sehr weit auslaufenden Corner und er hat sich dort noch versucht, rechts reinzudrücken. Finde ich, war ein bisschen sehr opportunistisch von ihm, ganz ehrlich. Ja gut, aber eben, wie gesagt, da sind wir halt wieder in dieser Situation, dass die Leute auch wissen, es sind nur noch 2 Runden und genau. Jeder Meter, wo ich weiter vorne bin als der andere, ist wichtig. Also von dem her, ich würde dem Ocon da jetzt gar nicht in die Schuhe schieben. Also der ist wirklich eigentlich nur sozusagen halt ein kleines Opfer in dieser Situation dort. Also ich wüsste, was er jetzt machen soll. Halt also, und weit laufen. Also ja, also ich meine, er war klar Russen gewesen, aber ich meine, rechts war auch gerade die Bande, wo sie reingefahren sind. Dort hast du nicht viel Platz gehabt noch zum Ausweichen oder so. Aber ja, ich weiß nicht, aber wie gesagt, in meinen Augen ist das Ganze. Also die letzten 2-3 Runden sind einfach unnötig an diesem Grand Prix. Also wirklich unnötig. Und angefangen hat es mit der Bandenböe von Magnussen und geendet hat es eben halt eigentlich dann nachher, dass man so einen Massencrash dort noch hatte am Ende vom Grand Prix. Aber ja. Mal schauen, ob sie etwas daraus gelernt haben. Hätten wir einfach nach dem Magnussen-Crash das gemütlich mit einem Dings da laufen, mit einem Safety Car, dann hätten wir den ganzen Scheiß gar nicht gehabt. Ja, voll. Das sehe ich auch so. Ja, mal schauen, was jetzt dann noch in Baku kommt. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommst. Baku ist ja der erste Sprint an diesem Wochenende. Ja, und sie probieren 2-3 Sachen, glaubst du, gell? Ja, genau. Also die Idee ist das hat ja anscheinend der Günther Steiner mal vor ein paar Jahren, beziehungsweise das Sprint-Thema aufgekommen ist, mal reingeworfen hat. Das Ding ist ja, dass ja eigentlich das zweite Training immer hure unnötig ist, weil du hast ja, also am Freitag hast du das Training, das erste Training, dann hast du das Qualifying für die Startaufstellung am Sprint, dann hast du ein zweites Training am Samstagmorgen und dann hast du den Sprint am Samstagnachmittag und dann hast du noch das Hauptrennen
am Sonntag. Und jetzt ist die Überlegung da, oder es ist noch nicht offiziell bestätigt worden, ob man es so macht, aber die Idee ist eben dass man wahrscheinlich im Baku dann sagt, okay, man macht das Training, also ein Training und dann nachher ein Qualifying für einen Sprint. Dann nachher am Samstagmorgen gibt es dann nochmal ein Qualifying für das Hauptrennen und dann kommt der Sprint und dann das Hauptrennen am Sonntag. Also würde ich persönlich gut finden, weil die Fahrer, also ich sage ja, hey, wir brauchen eigentlich nur ein Training, das langt uns. Für die Strategen wird es natürlich ein bisschen problematisch werden, weil die können dann nicht mehr so viele Daten sammeln. Aber man muss es auch so sagen, die Fahrzeuggeneration im 23 Moment ist ja jetzt extrem anders als die vom 22 und wir fahren ja eigentlich auf allen Strecken das Jahr, wo wir auch letztes Jahr schon sind, sprich eigentlich bis auf Katar und Vegas. Ja. Also von dem her, ich würde es gut finden. Wenn ich das noch drauf schiesse, ich meine, ich verfolge ja sehr viel Formel 2, ein bisschen auch Formel 3 noch. Und die haben ja, okay, sie haben zwar nicht 2 Qualifying, aber sie haben ja auch immer Sprintrennen. Und was sich dort eben auch über die Jahre immer wieder abzeichnet hat, ist, sind wir realistisch, die Strategie in einem echten kleinen Rennen kannst du viel besser berechnen als über Rennsimulationen. Weil du bist effektiv hinter Autos, du bist effektiv unter Druck und du musst effektiv zum Teil Sachen machen, die in einer Race Simulation einfach nicht müsstest. Also rein von dem her habe ich das Gefühl, die Strategen, die können sich schon genug Daten eigentlich sammeln über so ein Wochenende drüber. Und ich meine, meine grösste Kritik bis jetzt von den Sprintrennen war eigentlich immer gewesen, dass es einfach nur wie als Verlängerung vom Rennen gewirkt hat, wie so viele Fahrer halt auch schon gesagt haben. Und ich habe bis jetzt das Sprintwochenende ganz ehrlich immer ziemlich langweilig gefunden. Oh, bis auf Brasilien letztes Jahr, das war sehr gut gewesen. Ja, na gut, aber das wäre niemals so spannend gewesen, gäbe es den Lewis Hamilton nicht. Ja, also, weißt du... Nein, sorry. Vorlegst und legst Brasilien-Sprint. Ja, Brasilien war eigentlich wirklich immer gut gewesen. Also eben, ich glaube, der Sprint funktioniert halt einfach wirklich nur auf Strecken, die halt einfach auch gäbig sind, auch zum ein bisschen überholen und alles. Darum, ich finde, eben gerade auch Baku könnte gut funktionieren mit der langen Straight und so. Ich finde es aber schade, weil es gerade so Sachen wie Pole von Magnussen einfach ein bisschen zerstört hat, oder? Ja, das ist so. Eigentlich schon praktisch außerhalb der Punkte gewesen, bevor das Rennen dann gestartet hat, obwohl er ja, halt einen Pole hat und mit dem vielleicht das eine oder andere hat können reissen, wer weiß. Oder es ist einfach immer, ich weiß nicht, das Sprint hat mich bis jetzt nicht so überzeugt. Ich finde den Sprint, den wir in der Formel 2 haben, viel spannender mit dem umgedrehten erste Hälfte Reverse Grid, ja. Ich finde auch das ist etwas, was sie tatsächlich für Sprint in meinen Augen mal ausprobieren dürften. Und ich weiß nicht, habe ich das richtig verstanden, wenn wir schon bei Ausprobieren sind? Ich glaube, dieser Sprint ist das erste Mal, wo das DRS in Runde 1 schon freigegeben werden. Ja, das kommt eben auch noch dazu. Dann, genau, ja. Und da bin ich eben mega gespannt drauf. Ob das wirklich die prophezeite Karambolage, wo man immer davon geredet hat, wo sie denen soll geben, wirklich auslöst. Oder das war eigentlich immer der grösste Kritikpunkt gewesen. Wegen dem wollten wir sie immer nach der Runde 2 haben. Ich finde es gut. Runde ich finde, 3. wir sind an einem Punkt, wo wir... Also, ja, bei Runde 3, also nach Runde 2, so meine ich es, oder? Ich finde es gut, dass wir es verlockert. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass man vielleicht mal ein sogenanntes Anti-DRS versuchen will, also etwas, das langsamer macht, anstatt schneller. Keine Ahnung. Wer weiß, wo uns die Fahrzeuggeneration noch hinführt. Aber ich habe das Gefühl, so Sachen sind vielleicht der erste Schritt, um herauszufinden, hey, weißt du was, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht mehr. Und das ist eben das, was ich auch mir erhoffe, dass sie mal an einem Sprintrennen vielleicht schon das Jahr sagen, weißt du was, wir versuchen es jetzt eben mal einfach ganz ohne DRS. Ich finde, die Sprintrennen sind eben gerade gut, um solche neue Regelveränderungen auch zu testen. Ja, voll. Das sehe ich auch so. Also, geil wäre es für mich, also wirklich eine optimale Formel 1 für mich wäre V10 oder V12 Motoren, das ist so etwas wie das Amen in der Kille. Und dann nachher kein DRS mehr. Von mir aus auch ein bisschen einfachere Aerodynamik. Und halt, ja, wie soll ich sagen, halt einfach wieder so, klar, ich bin halt einfach so eine, Formel 1 ist für mich vor allem so in der
von den 90er, also so ab 95 bis wirklich so, also wo es V10-Motoren geht und so, das ist für mich so die geilste Zeit gewesen, aber so Schumi-Zeit und so, das ist für mich so, so eine richtige Nostalgie-Zeit und so. Und ich wünschte mir, dass die Formel 1 wieder so in die Richtung würde reingehen, weil das ist einfach wirklich geil gewesen, dazu mal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie schon vielleicht mal so einen Weg möchte einschlagen, eben jetzt auch mit dem E-Fuel und so, würde es natürlich auch wieder ermöglichen, dass man grössere Motoren, also sprich V10 und V12 Motoren wieder könnte bringen. Jetzt auch nach dem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, Deutschland oder beziehungsweise Europa hat ja das 2035 Gesetz ja eigentlich drin gehabt, dass man ja gesagt hat, ab dann dürfen ja nur noch Elektrofahrzeuge eingelöst werden und kein Verbrenner mehr. Da sind sie jetzt auch wieder zurückgerudert oder versucht man zurückzurudern, dass man eigentlich eben das E-Fuel könnte fördern und dass man dann wieder Verbrenner könnte einführen, die einfach nur mit dem synthetischen Benzin gefahren werden. Das wäre ja eigentlich gut. Ganz ehrlich, finde ich auch genau die richtige Richtung, aber wir sind ja kein Polit-Talk. Nein, überhaupt nicht. Also erst mal reinschmeißen und da müsste jetzt eben vielleicht Formel 1 auch einspringen, weil Formel 1 ist ja eigentlich sind immer so ein bisschen Pioniere von der Automobilbranche, viel Video übernommen aus der Formel 1, die dann nachher in die Serienfahrzeuge reinkommen. Und vielleicht passiert es ja. Ich meine, jetzt kommen ja 2 grosse Autohersteller ab 26 auch rein mit Ford und Audi. Und das tut sicher gut. Also der Automobilbranche und auch im Sport. Und mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Das bleibt sicher spannend. Ich hoffe, dass aber nicht mehr Elektro-Geschichten drin kommt, sonst sehen wir dann einfach wieder eine Formula E. Ja, ich bin sowieso extrem gespannt auf die neuen Engine Regulations. Aber ich sage eben auch, dass das synthetische Fuel wirklich in der Zukunft ist. Der Porsche Cup hat ja, wenn es mich nicht täuscht, schon mittlerweile 2 Jahre, wo sie nur mit dem synthetischen Fuel fahren. Korrigiere mich, wenn ich Scheiß erzähle. Ja, ich glaube, das war erst letztes Jahr. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Aber Porsche ist ja das einzige Unternehmen, das ja E-Fuel fördern. Die haben ja eine Raffinerie eigentlich. Also es gibt zwar in Deutschland auch eine, aber in Peru, glaube ich. Oder Chile. Nein, Chile ist es. Chile tun das Ganze fördern dort unten. Ja du. Weißt du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist eben noch Formel 2 mittlerweile schon auf 80% synthetischem Fuel. Und das ist möglich, ja. Einfach, wenn es um Rennsport geht, vor allem, ist es einfach die richtige Lösung. Weil du aber gerade wieder so Sachen wie die schreienden, wunderschönen V10 und 12 Motoren kannst reinbringen. Ja, braucht es. In meinen Augen braucht es. Weil Motorsport ist nicht nur, wie Leute fahren und alles drum und dran. Es hat auch viel mit Sound zu tun. Und eben, ich meine, dein Gefühl ist, wenn du an der Straße stehst und an dir ballert irgendwie so, keine Ahnung, ein Klapf mit V12-Motor vorbei, ist ja die Chance oder ist ja viel grösser die Wahrscheinlichkeit, dass du dem Auto hinten nachschaust, als wenn hinter dir ein Prius durchfährt. Weißt du, was ich meine? Ja, wo also ich gar nicht nie vergessen, wirklich nie. Und wenn die Audioqualität nicht allzu schlecht ist, kannst du das sonst gerne noch schnell in den Podcast reinfügen. Als ich in Hockenheim war und der Schumi, der Mick, der 2004er, oder ist der 3er oder 2er? Nein, 4er. Ist der 4er, gell? 204er Ferrari, wo er gestartet hat, ich bin am anderen Ende der Strecke gestanden. Für die Strecke ein bisschen kennen, ich war bei der Mercedes-Tribüne, also eigentlich nach der Haarnadelkurve, das bisschen, wo es wieder Richtung Stadion würde gehen. Dort, wo der Daniel Ricciardo den Motorschaden hatte, im 2019. Und ich habe dann von der Lautstärke her gemeint, dass der jetzt gerade wirklich hinter mir wäre. Der Sieg war so laut, ich habe gemeint, der war wirklich lauter, als wenn die neuen Formel 1 Autos vorher durchgefahren sind. Und mein Gott, der Sound, der vorbeibrettert ist, das ist so ein unglaubliches Gefühl gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spüre das Auto, wie es an mir vorbeirattert. Und das ist wirklich einfach... Oder wahrscheinlich in dich hineinrattert. Ja. Nein, also ich bin ja auch an dem Rennen gewesen. Das ist eben das Lustige, wir beide am gleichen Grand Prix waren, das aber nicht gesehen. Das ist schon hure geil gewesen. Also ich weiss es auch noch. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, was das für eine Soundkulisse war, wenn 20 von diesen Kläpfen gefahren sind. Ja, ich habe es nur schon beim Rewatchen von den alten Dingen immer geschaut. Denke ich so, das ist
die Kamera ist nur am Übersteuern und es gibt sogar ein Video, das finde ich so genial. Ich glaube, von einem Williams ist der Kameramann hinten dran. Ja, nein, das ist der Vettel mit Toro Rosso gewesen. Ist ein Vettel mit Toro Rosso gewesen? Ja. Ah, stimmt. Wo einfach die Kamera kaputt geht, weil der eben so laut ist. Ja, das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Aber eben, in meinen Augen braucht es das wieder und ich hoffe, dass früher oder später vielleicht mal so etwas ein bisschen wieder kommt. Erstens das und zweitens unbedingt kleinere Autos. Ich kann es nicht mehr haben. Ja. Hauptsächlich schon wegen Monaco, dass man auch wieder mal ein bisschen überholen oder mehr überholen. Weil die aber 26 gibt es ja kleinere Autos. Die sollen ja kleiner sein vom Chassis. Ja, aber sie sollen viel kleiner sein. Ja, wie viel kleiner weiß ich nicht, aber sie sollen kleiner sein anscheinend. Mal schauen. Es gibt wahrscheinlich etwa so 2024 gibt es wahrscheinlich von der Formel 1 so ein Concept-Car, das sie vorstellen, wie es ab 26 werden aussehen. Weil das wird eigentlich in der Regel immer so 2 Jahre vor Regeländerung wird das vorgestellt. Also, nur, dass sie nachher wieder ganz anders aussehen. Ja, das ist so, ja. Ja, wir werden es sehen. Ja gut, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sind. Dann würden wir uns dann sehr wahrscheinlich wieder hören nach dem Aserbaidschan Grand Prix. Wir haben jetzt halt sozusagen wie einen Mini-Sommer von der Frühlingspause, kann man sagen, weil ja eben der Chinesen Grand Prix, habe ich sagen. Der Chinese Grand Prix ausgefallen ist wegen der Corona-Regeln dort. Und vielleicht noch schnell, also dass ihr auch noch mehr Verständnis dafür habt, falls ihr unbedingt einen wollt. Ich bin eben auch noch am Zügeln. Also es könnte wirklich schwierig werden, dass wir da ein Zeitchen finden. Falls nicht, natürlich, wir geben uns das Beste, dass wir vielleicht doch etwas könnt machen noch für die Zwischenzeit. Stimmt, ja. Also, wir werden es sehen. Ich denke, eben, der nächste Podcast wird so nach dem Grand Prix eigentlich kommen. Wie gesagt, wir machen das nicht mehr so à jour wie früher, dass wir jede Woche einen raushauen. Und die Abmoderation dauert jetzt schon viel zu lang. Darum würde ich sagen, wäre es mit der heutigen Episode. Wie gesagt, danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.